zu sein. Aber die Engländer sind ersatzgeschwächt. Er sitzt auf der Bank. Terry, Ferdinand, Rooney, Owen, Heskey verletzt und der Boden, der ist tief. Aber der Platzwart, der unternimmt alles und königlicher Empfang. Den gibt's für die Gäste aus Kroatien. Prinz William mit viel Ehre. Aber das kroatische Team mit wenig Ehrfurcht vor den Engländern. Denn noch in der 9. Minute viel Platz für Kroatien. England zwar stets bemüht, schnell nach vorne zu spielen, aber dann dieser Patzer von Scott Carson und es steht nach 9 Minuten 1:0 für die Gäste aus Kroatien. Das zweite Länderspiel nach seinem Debüt gegen Österreich für den ersten Willer Dormann und dann ein, wie man in Wien sagt, Eiertor der ersten Klasse. Kroatien führt mit 1:0. Und für England wird es schwer. Eine Minute später, die Engländer jetzt natürlich besonders motiviert. Crouch auf Wright Phillips, der beste Mann der Engländer in der Anfangsphase und der Tormann auf der anderen Seite. Pletikosa macht's besser als Carson zuvor. Die erste Viertelstunde vor 90.000 Zuschauern. Aufregend, dass es fast aufregender nicht mehr geht. Die Kroaten immer wieder mit viel Platz in Konterstößen. Eduardo. Immer noch Eduardo. Kein Abseits. Und das ist das 2:0 nach 14 Minuten. Olic, der 28-jährige HSV-Legionär mit seinem 9. Länderspieltor für Kroatien und da ist die englische Verteidigung selber schuld, hebt hier die Abseitsfalle durch einen Mann, der vergisst hier hinauszulaufen, einfach auf und Olic hat keine Probleme, dieses Tor zu machen. 2:0 für Kroatien und McLaren steht im Regen. Immer mehr. Zur Pause kommen Beckham und Defoe statt Barry und Wright Phillips. Die Engländer müssen nach vorne spielen, aber die Kroaten sind diejenigen, die am Anfang auch der zweiten Hälfte gefährlich werden. Wieder durch Konter, wieder einmal durch Eduardo, der hier Campbellstein ist. 55. Minute. Flanke und der Pfiff des schwedischen Schiedsrichters Freudfeld. Elfmeter für England. Simonic reißt Defoe im Strafraum zurück. Hier hält er ihm am Trikot ganz klar zu sehen. Der fällt natürlich leicht, aber macht es geschickt und dieser Elfmeterpfiff geht in Ordnung. Frank Lampard tritt an und verkürzt auf 1:2. Und jetzt peitschen natürlich die 90.000 England noch einmal nach vorne. Geschehen das Ganze in der 55. Minute. Aber am Spielverlauf ändert sich nichts. England ist verkrampft und Kroatien als bereits fix qualifizierte Mannschaft ziemlich cool und der Ball geht an die Latte. Olic im Zweikampf mit Bridge und eigentlich geht der Ball von Bridge hier in Richtung Tor. Und dann eine große Aktion von Carson. Wird hier aus kurzer Distanz angeköpfelt, aber er steht einfach richtig. 65. Minute, wieder England. Beckham mit einer Maßflanke auf Crouch und das ist Ausgleich. Dafür ist David Beckham berühmt. Dafür ist er eingewechselt worden. Auf den Millimeter genau diese Flanke zu Crouch. Und der schießt England zu diesem Zeitpunkt wieder zur Europameisterschaft. Und das Trainerteam ist sich einig. Bleibt beim 2:2. Dann ist England in Österreich und in der Schweiz, egal was passiert. Aber in der 77. Minute dieser Schuss von Petric, der eingewechselt worden ist nach dem Zuspiel von Branjec. Und Kroatien führt 13 Minuten vor dem Ende mit 3:2. Ein Gewaltschuss und diesmal kann der Tormann nichts dafür. Es bleibt dabei. England seit 1984 erstmals nicht bei einer EM-Endrunde, außer es ist in Andorra ein Fußballwunder passiert.
Und dieses Fußballwunder in Andorra ist nicht passiert, denn Russland gewann in Andorra, wenn auch denkbar knapp, nämlich nur mit 1:0 durch ein Tor von Sitschew in der 39. Minute. Israel gewann gegen Mazedonien 1:0 und da sehen wir etwas, was vermutlich England und alle englischen Fußballfans heute nicht sehen können. Die Tabelle mit England auf Rang 3 hinter Kroatien und Russland. Die Riesenüberraschung am letzten Spieltag. England hatte es in der Hand, aus eigener Kraft sich noch zu qualifizieren und scheitert daheim gegen Kroatien. Die Kroaten, muss man sagen, Hut ab, bereits fix qualifiziert und haben dennoch alles gegeben. Was sagen Sie dazu? England nicht bei der Euro, die Russen doch? Ja, es ist eine Riesensensation und natürlich auch wenn England will man bei jedem Großturnier dabei haben. Es ist eben das Mutterland des Fußballs. Aber auf der anderen Seite, sie haben wirklich alles in der Hand gehabt. Es hat alles in der Vorrunde, also eine Runde davor, für sie gespielt. Ein Unentschieden zu Hause hätte genügt. Und noch dazu, die Kroaten waren qualifiziert. Ich muss auch sagen, Hut ab vor den Kroaten, denn ich hätte mir eigentlich eher gedacht, dass es eher eine glatte Sache für England werden wird, denn die Kroaten werden sicher ein bisschen gefeiert haben, ihren Aufstieg. Aber sie haben heute bewiesen, dass sie auch dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Sie sind souverän jetzt bei dieser Euro. Und Russland hat sich hingezittert. 1:0 in Andorra ist kein großes Ergebnis, aber ein sehr wichtiges. Also die Kroaten können sich jetzt ihre Luxusautos vom russischen Milliardär abholen. Vielleicht auch wirtschaftlich gar nicht einmal so schlecht. Vielleicht, als wenn viele betuchte Russen dann jetzt nach Österreich kommen werden bei der Euro. Sowieso sie in Österreich spielen. Ja, der Meinung bin ich schon, dass also vom wirtschaftlichen Standpunkt her ist es sicher besser, wenn russische Fans kommen, als vielleicht englische Fans. Die englischen Fans geben sicher ein bisschen weniger aus und bei den Russen kann man schon erwarten, dass viele kommen, die auch Suiten buchen werden in den Hotels. Also die Wirtschaft in Österreich kann sich, glaube ich, schon freuen. Möglicherweise haben wir im Länderspiel am Freitag die Engländer ein bisschen müde gemacht, dass die heute dann verloren haben. McLaren, der Teamchef, jetzt weg, vermutlich? Ja, also meiner Meinung nach 100%ig, denn er war sowieso umstritten. Und wenn man mit einer Nation wie England die Endrunde verpasst, dann liegt es auf der Hand, dass dort ein Teamchefwechsel kommt. Ich gehe aber auch davon aus, dass er selbst zurücktritt. Wir haben auch vor, noch nach London zu schalten zu unserer England-Korrespondentin. Noch steht die Leitung nicht, wie ich gerade höre. Schauen wir uns deshalb einmal die Kroaten etwas näher an. Sie sind mittlerweile Stammgast bei Großereignissen geworden. Erst seit 1992 eigentlich von UEFA und von FIFA als eigener Staat anerkannt, sind sie bereits 3-mal für eine WM-Endrunde qualifiziert gewesen und jetzt zum 3. Mal für eine Euro. Gleich bei der Euro-Premiere 1996 in England sorgt Kroatien für Aufsehen. Man erreicht das Viertelfinale, scheitert dort nur knapp am späteren Europameister Deutschland. 2 Jahre später Weltmeisterschaft in Frankreich. Wieder Premiere, wieder Viertelfinale, wieder Deutschland. Doch diesmal haben die Kroaten mit 3:0 das bessere Ende für sich. Am Ende belegt man Rang 3. Die Erfolge der 90er Jahre etablieren Kroatien als stärkstes Team aus dem ehemaligen Jugoslawien. Eine Position, die bis heute eingenommen wird, trotz stagnierender Leistungen. Die EM 2000 erlebt man nur in der Zuschauerrolle. In weiterer Folge kommt man über die Gruppenphase nicht mehr hinaus. Die enttäuschten Erwartungen kosten Otto Baric und Zlatko Kranjčar den Job. Und der Nachfolger Slaven Bilic, bei der WM 98 noch einer der Schlüsselspieler, soll diesmal alles anders werden. Die Mannschaft mit Kapitän Niko Kovac von Red Bull Salzburg und Spielern aus den stärksten Ligen Europas spielt eine souveräne Qualifikation mit zum Teil beachtlichen Erfolgen. England wird allerdings auch dank gütiger Mithilfe der englischen Abwehr zu Hause mit 2:0 besiegt. In Israel gewinnt man 4:3, dreifacher Torschütze, der eingebürgerte Brasilianer Eduardo da Silva, überhaupt einer der erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Qualifikation. Mit ihm soll Kroatien wieder an die europäische Spitze, dort, wo man im vergangenen Jahrzehnt schon einmal war.